Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Heute haben wir folgende 2 Themen für euch in der Sendung. Der IB-Rückkehrer Christian Fasnacht im Interview und die SCB-Frauen im Fokus. Die IB-Legende Christian Fasnacht ist nach 1,5 Jahren und einem Abstecher nach England wieder zurück bei seinem Herzensverein. Was der 31-jährige Mittelfeldspieler jetzt noch vorhat und was seine Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft sind, hat er Manuel Moser im Interview erzählt. Wenn du eine Schlagziele jetzt müsstest kreieren über deine ersten Monate in Bern, wie die lauten? Ich würde vermutlich eher sagen, Fasnacht ist überglücklich, wieder in Bern zu sein. Als irgendwie jetzt über den Sport oder irgendwelche Resultate zu schreiben. Was hast du am meisten vermisst an Bern, fußballerisch und vielleicht auch sonst? Fußballerisch ist für mich jetzt ganz klar so wie die Freude, einfach auf dem Platz zu stehen. So das Unbekümmerte, ja, das hat mir in England irgendwie gefehlt. Also das liegt logischerweise irgendwo durch an mir, aber das habe ich da extrem vermisst und dann auch das Stadion selber mit den Fans. Es ist für mich irgendwie die dunklen Sitze, es ist irgendwie etwas Magisches, das sieht man nicht so oft. Und zu allem anderen muss ich wirklich sagen, die Stadt Bern selber, so ein bisschen das Heimelige, das ja, ist mittlerweile eine Heimat von mir, also ich habe die Stadt selber schon extrem vermisst. Der Abschied ist dir nicht leicht gefallen aus England. Wenn du irgendwie von Norwich was mitnehmen könntest oder mitnehmen hättest können, was wäre das gewesen? Ich hätte das Trainingscenter mitgenommen, wenn ich das so sagen darf. Wir hatten wirklich wahnsinnige Bedingungen drin. Das wäre etwas, wo ich glaube, wir sind jetzt Bern dran, dass etwas kommt. Aber wenn ich etwas mitnehmen hätte, dann wäre das Trainingscenter, ja. Okay. Wenn ich dich jetzt frage, hättest du lieber den Cupsieg oder die Meisterschaft? Die Meisterschaft, ganz klar. Erklärung, wieso? Die Cup-Trophäe ist wahnsinnig schön zu holen. Schlussendlich ist es aber eine Trophäe, die du in 4 oder 5 Spielen kannst holen kannst. Es ist einfach nicht für mich nicht der gleiche Stellenwert wie eine Meisterschaft. In einer Meisterschaft musst du über so viele Runden auf Top-Level performen. Und den Cup kannst du holen in einer schlechten Saison. Was auch durchaus sehr, sehr spannend kann sein und gleich auch emotional. Aber wenn ich entscheiden darf, finde ich die Meisterschaft viel spezieller. Man kann sagen, dein zweiter Frühling bei IB. Kannst du mir sagen, was erwartest du von dem und wie lange geht er? Ich hoffe, der hebt lang an. Erwartet tue ich mir, ja, wie vorher schon angesprochen, dass ich wieder die Freude habe, dass wir mit IB auch Titel holen können, da bin ich ehrlich. Ja, wieder erfolgreich sein, einfach Fußball spielen, Powerfußball, offensiv Fußball spielen und an diesen Zeiten anknüpfen, wie ich sie erlebt habe, wo ich gegangen bin. Vom Wankdorfstadion wechseln wir jetzt ein paar Meter weiter in die Postfinance Arena. Dort kämpft nämlich nicht nur der SCB um einen Meistertitel. Die SCB-Frauen haben sich kürzlich direkt für die Playoff-Halbfinals qualifiziert. Der Sportchef, der Köbi Kölliker, und die Präsidentin Erika Burkhalter haben mir erzählt, wieso die Frauen-Eishockey mehr Beachtung verdient hat. Die Frauen haben sich ja am Sonntag gegen die ZSC Lions für die Playoffs qualifiziert. Wie ist die Leistung einzuschätzen? Sehr hoch. Also, es ist sie haben eine super Saison gespielt. Und dass man jetzt eigentlich eben Tabellenerste ist, mit einem Punkt Vorsprung auf Zug, ist perfekt. Und ja, gute Ausgangslage für das, was kommt. Und hoffe, dass wir dort entsprechend weiterziehen können. Wir haben das geschafft, was wir uns vorgenommen haben, in der Top 2 sein. Und das haben wir jetzt erreicht. Und jetzt müssen wir uns noch gut vorbereiten für den Endspurt dieser Saison, sprich für Playoff. Für Meister zu werden braucht es viele Komponenten, aber wir sind sicher bereit. Wir haben jetzt 2-mal sehr teuer müssen zahlen für 2 Niederlagen, 2-mal im Finale. Ich hoffe, wir können von dem etwas mitnehmen und ein bisschen besser machen. Was ist so der Unterschied zwischen dem Frauen-Eishockey und dem Männer-Eishockey? Ein Hauptunterschied ist sicher die Geschwindigkeit, ist der Körperkontakt natürlich, der bei den Frauen nicht ist. Was aber die Frauen von mir aus auch sind, sie sind technisch wirklich sehr stark. Und was der Hauptunterschied ist, dass wir halt leider nicht so viele Zuschauer haben, wie sie im Herrenhockey haben. Da arbeiten wir noch dran. Die Frauen ist eigentlich alles Amateur, auch jetzt in der höchsten Liga. Was muss sich ändern, dass auch die Frauen Profi oder Halbprofi werden in der Schweiz?
Ja, es braucht sehr viel. Es braucht von der Infrastruktur, von der Eisverfügbarkeit, auch von der Konkurrenz. Wir haben noch zu wenig gute oder sehr gute Spielerinnen. Wir haben gerade knapp 8 Teams und für eine gute Meisterschaft zu machen, sollte man von mir aus mehr Spiel machen können. Das heisst, man muss auch mehr Geld investieren. Wir sollten so ein bisschen Arbeitsausfall für die Frauen können finanzieren, und das ist doch recht schwierig. Ja, also in den letzten 2 Jahren sind wir ich weiss nicht wie viel Prozent, 2, 3, 4, 500% besser geworden in jedem Bereich. Wir waren ja vorher Pomo und Thun und dort haben wir nichts bis gar nichts gehabt. Schlechte Trainingszeiten, keine Garderobe, keine schlechte Infrastruktur. Die Frauen mussten zahlen, dass sie Hockey spielen durften. Und jetzt sind wir das 2. Jahr hier in Bern und das hat wirklich alles geändert. Und wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt auf dieser Schiene fahren können und die Frauen so weiterbringen können. Jetzt übergebe ich kurz ins Studio, wo der Matthias Mast, sein heutiger Gast, in der Talksendung «Zusammen im Zentrum» vorstellen. Ich habe heute einen Gast mit einem klangvollen Namen in jeder Beziehung. Er ist Arno Del Curto und er hat Eishockey-Geschichte geschrieben. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf unserer Webseite oder auf der App. Jetzt übergebe ich noch kurz zu den Kollegen von Media News, die euch erzählen, wie das Wetter am Wochenende wird. Ich sage schon mal merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Hinech. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Da ist das Wetter auf der Plattform J am Freitagabend. Ich hoffe, Sie haben die Arbeitswoche gut abschliessen, meine Damen und Herren, wettermässig. Hat das heute ziemlich gut ausgesehen. Der Nebel hat sich aufgelöst und der Sonne Platz gemacht. Und sonst ist es, abgesehen von hohen Wolken, oft auch recht sonnig. Wir sehen es auch noch mal hier auf dem Satellitenfilm, einigermaßen trockene Luft aktuell bei uns im Alpenraum. Es ziehen aber auch immer wieder so ein bisschen dichtere, mittelhohe, hohe Wolken von Westen her rein. In der kommenden Nacht ist es wechselnd bewölkt und morgen am Vormittag liegt stellenweise wieder ein bisschen Nebel hier im Flachland, speziell Richtung Seeland. Sonst erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen am Morgen im Bereich vom Gefrierpunkt. Die Nebelfelder, die es hat, die werden sich am Samstag im Laufe des Tages auch wieder auflösen. Sonst wie gesagt ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Sieht also ziemlich freundlich aus. Die Temperaturen am Nachmittag dann so um die 11 bis 12 Grad. Also ein freundlicher Samstag, der Sonntag dann wechselnd bewölkt, kann ein bisschen Regen geben. Mengenmäßig nur sehr wenig und vermutlich auch nicht überall, aber wie gesagt, ein bisschen Regen ist nicht ganz ausgeschlossen. Temperatur um die 11 Grad. Montag dann trocken, zuerst noch ein paar sonnige Abschnitte, dann tut es aber immer mehr zu. Nachher geht es unbeständig weiter, vom Dienstag bis am Donnerstag. Recht viel Wolken, wenig Sonne und gelegentlich auch ein bisschen Niederschlag. Ja, wir sehen, die Temperaturen gehen zurück. Ab der Wochenmitte wird auch die Schneefallgrenze dann wieder unter 1000 Meter absinken. Das war, meine Damen und Herren, vom Wetterupdate am Freitagabend. Danke fürs Zuschauen und ganz ein schönes Wochenende.